Der Finanzexpert Dr. Detlef Xonö schafft seit 1991 heute zu Lützeburg. Aus seiner langen beruflicher Karriere hat sich der Familienpap auf Steuerfragen spezialisiert und er plädiert für eine mehr gerechte Steuerpolitik am Land. Wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass als Regierungen die letzten Jahre nicht ganz viel mit Enthusiasmus geschafft haben und dass auch relativ viel Narzissmus mit dabei ist. Es wird auch gesagt, dass es gut geht. Und auf der anderen Seite holen wir auch eine Schuld auf, um Budget zu equilibrieren. Und wir wissen aber heute schon, dass es dem niemals zurückbezahlt kann gehen. Und am Anfang ist das eine Hypothek auf die Zukunft von uns Kanner, ganz Kanner. Das kann nicht sein. Daneben stelle ich mir auch Fragen, zum Beispiel, wie kann es sein, dass ein Bauernbetrieb, wenn hier einen Hall will bauen, ein paar Jahre muss warten, für eine Autorisation zu kriegen. Und dann auf der anderen Seite kommen ausländische Konzerne wie Google heran und die kriegen die Terrain zur Verfügung gestellt. Die andere Frage, die ich mir auch stelle, dass das Steuergesetz auch so kompliziert sind, dass normale Bürger sie kann Bahnen mehr verstehen. Wie kann es sein, dass ganz viele Letzterbäuer müssen im Ausland wohnen gehen, weil sie sich einfach keine Wohnung mehr leisten können? Das ist für mich ein Armutszeugnis für unsere Regierung. Auch unser Mittelstand, was der Motor von unserer Ökonomie ist, muss auch gestärkt werden. Dadurch fordern wir in Gleichberechtigung zwischen mittelständischen Betrieben par rapport an ausländische Konzerne, die etabliert sind, an die nicht mehr auf Kosten vom Steuerzahler profitieren. Wir als ADR wollen das Land ohne Narzissmus noch vorbringen, an nicht mehr am Sinn von den Wählerinnen und Wählern schaffen. Ihr stimmt für Letzteburg, ADR.